In der Geschichte von Abraham und der Opferung seines Sohnes geht es um einen Tötungsakt, der mit dem Willen Gottes vollzogen werden soll. Da gibt es aber auch die andere, ältere Geschichte in Bibel und Koran, die von der Tötung eines Familienmitglieds, und zwar diesmal gegen den Willen Gottes, erzählt. Kain erschlägt seinen Bruder Abel und begeht somit den ersten Mord der Menschheit. Bei mir im Studio sitzt nun Alfred Bodenheimer. Sie sind Leiter des Zentrums für jüdische Studien an der Universität Basel. Herr Bodenheimer, wenn ich über Religion und Gewalt höre, dann habe ich den Eindruck, den Menschen kommt immer zuerst die Geschichte von Abraham und der Opferung oder der geplanten Opferung seines Sohnes in den Sinn, weniger aber die Geschichte von Kain und Abel. Täusche ich mich da? Die Geschichte von Abraham, der Isaak opfert oder opfern soll, hat schon eine sehr spezifische Bedeutung in der Religion. Sie geht davon aus, dass ein Gott, der als lebensspendend, als gütig in der Regel wahrgenommen oder von den Religionen übermittelt wird, hier eigentlich den Befehl gibt, einem Vater sein Kind zu opfern und dem Vater, der Gottesfurcht damit gleichsetzt, diesen Befehl auch nachvollziehen zu wollen. Und das erschüttert natürlich in einer ganz besonderen Weise und bringt natürlich Religion und Gewalt dadurch, durch die offensichtliche Einmischung oder eigentlich die Initiative Gottes, noch viel stärker Religion und Gewalt miteinander in Beziehung. Wir sehen diese Geschichte also als etwas Stoßendes an, offenbar weniger als die Kain- und Abel-Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass einigen Zuschauern diese Kain- und Abel-Geschichte vielleicht auch nicht mehr so ganz präsent ist. Können Sie die kurz skizzieren? Kain und Abel sind das erste Brüderpaar der biblischen Geschichte, also die Kinder von Adam und Eva, die sich dann zerstreiten. Es geht um ein Opfer, das zunächst Kain bringt, ein Fruchtopfer von den Erträgen seiner Ernte. Und Gott nimmt das Opfer nicht an. Und Abel, der jüngere Bruder, bringt danach ein Opfer von den Erstgeborenen seiner Viehherden. Und das wird von Gott angenommen. Und das führt zu einem Konflikt, an dessen Ende Kain den Abel erschlägt. Also es ist diese Bevorzugung Gottes gegenüber dem Opfer des einen im Vergleich zum Opfer des anderen. Bekommen wir da nicht auch den Eindruck einer gewissen Ungerechtigkeit, die Gott da ausübt? Können wir nicht heute Verständnis haben für einen Kain, der eine gewisse Frustration daraus auch erlebt? Ja, natürlich wurde oft dann auch nachgefragt, warum nimmt eigentlich Gott dieses Opfer nicht an und initiiert damit indirekt natürlich auch wieder, dass Gewalt geschieht. Die Exegese hat sich darüber sehr viele Gedanken gemacht, warum das so ist. Es bleibt aber letztlich auch irgendwo ungeklärt. Und die Frage ist natürlich auch hier die, gilt eben als Dienst an Gott auch das damit sich abfinden, dass etwas, was man tut, nicht unmittelbar zur Anerkennung geführt hat. Also diese Frage, die der Mensch sich irgendwo stellen muss, ist Religion etwas, was Erfüllung gewissermaßen generiert, oder ist Religion auch etwas, was uns damit vertraut machen soll, mit Frustration umzugehen, die auch aus der Religion selbst sogar entstehen kann? Nun, wenn ich noch einmal diese beiden Geschichten vergleiche, in der Geschichte bei Abraham und der Opferung hält ja Gott dann letztlich Abraham davon ab, dieses Opfer zu bringen. Hingegen Gott hält Kain nicht von dem Gewaltakt ab, es zu tun. Wie erklären sich da die Gelehrten dieses unterschiedliche Verhalten von Gott? Ich denke, man muss mit einem Gottesbegriff arbeiten, der Gott nicht als Interventionsinstanz primär anschaut. Gott schafft eigentlich den Menschen mit dem freien Willen, die Welt zu gestalten und auch mit seinen Mitmenschen umzugehen und auch das Böse zu tun und auch andere selbst zu töten. Der Umstand, dass Gott sozusagen seinen eigenen Befehl ausbremst, in diesem einen Fall mit Abraham und Isaak, will noch nicht heißen, und wir wissen es leider aus der Geschichte zur Genüge, dass Gott verhindert, dass Menschen unschuldig von anderen Gewalt zugeführt wird oder dass sie getötet werden. Gehen wir zurück zu der Kain- und Abel-Geschichte.
Kain wird gewalttätig aus der Frustration heraus, aus der Unbeherrschtheit heraus. Was erzählt die Geschichte über das Menschenbild? Denn Kain ist ja der erste Mensch, der auf Erden geboren wurde. Also wir könnten da auch in einen Konflikt kommen und sagen, das sagt eigentlich über das Menschsein nichts Gutes aus. Ich glaube nicht, dass die Bibel über das Menschsein sehr viel Gutes aussagt. Menschen in der Bibel leben dauernd in Konflikten, auch in teilweise gewalttätigen Konflikten, nicht nur bei Kain und Abel, sondern auch anderswo. Und ich denke, die Bibel als Erzählung zeigt uns eigentlich gerade, wie in einer Welt, in einer Menschheit, die an und für sich dem Konflikt ausgesetzt ist und vielleicht für den Konflikt fast sogar gemacht ist, wie man mit diesen Konflikten lernen kann, umzugehen. Bei Kain und Abel ist es noch nicht gelernt worden und entsprechend dramatisch geht dieser Konflikt dann auch aus. Was sagen denn die Gelehrten, wie mit dieser Geschichte umzugehen ist? Wie deuten sie die Exegeten, die jüdischen Exegeten? Also es gibt in der jüdischen Exegese eine große Rahmenerzählung, die versucht zu zeigen, dass eigentlich Kain und Abel einen sehr viel größeren Interessenkonflikt ausgetragen haben. Also dass es auch darum ging, wie teilen wir die Welt unter uns beiden auf. Also wenn man sie als erste Menschen sieht, die eigentlich die Welt mehr oder weniger zu ihrer Verfügung gehabt hätten. Also es ging da gar nicht primär um diese Frage des Annehmens des Opfers? Also es gibt natürlich sehr viele unterschiedliche Erzählungen, aber es gibt eine Erzählung, die sagt, also jeder versucht, sein Territorium abzustecken und sie werden sich da aber dann am Ende nicht einig. Es gibt auch die Frage, ob es um eine Frau gegangen ist. Ja, also es muss ja auch Frauen geben, damit das sich am Ende fortpflanzen kann, die Menschheit. Und dass der Kain den Abel eigentlich auch betrogen hätte, weil sie gekämpft hätten und der Kain eigentlich unterlegen war und dann gesagt hat, wir wollen das abbrechen. Und dann, als der Abel von ihm abließ, ihn umgebracht hätte. Da wird der Kain in ein sehr negatives Licht getaucht. Die Geschichte lässt sich aber, wenn wir den masoretischen, also den ursprünglichen hebräischen Text lesen, der uns überliefert ist, auch als Geschichte einer Sprachlosigkeit lesen. Denn es gibt diese Stelle, die übersetzt eigentlich heißt, und Kain sprach zu Abel und sie gingen aufs Feld und er tötete ihn. Aber was er ihm gesagt hat, das steht nicht. Nun gibt es in der griechischen Septuaginta, in dieser Fassung, gibt es noch einen eingefügten Satz, also wir gehen aufs Feld, oder das sagt er ihm. In der hebräischen Überlieferung gibt es dieses, was er ihm gesagt hat, nicht. Und es ist so, als wenn er anhebt zu sprechen, aber letztlich nicht fähig ist zu sprechen, sondern seine Sprache besteht nur noch in der Gewalt. Man kann diese Geschichte als eine Geschichte der Sprachlosigkeit zwischen Menschen lesen, wo die einzige Sprache nicht mehr die verbale ist, sondern nur noch die Gewalt anzuwenden. Ist es in der Auffassung der Exegeten Kains Absicht, seinen Bruder umzubringen? Ist es Mord oder ist es eher so etwas, was wir als juristisch betrachtet fahrlässige Tötung eigentlich betrachten müssten, dass aus einem Affekt heraus dieser Totschlag geschieht? Es ist eine Art Totschlag. Und das Interessante ist ja auch, dass er für diesen Totschlag von Gott ja auch nicht mit dem Tod bestraft wird, sondern dieses berühmte sogenannte Kainsmal. Genau, die Geschichte geht ja dann noch weiter. Die Geschichte geht weiter. Gott fragt dann den Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und Kain sagt den berühmten Satz, ich weiß es nicht, bin ich meines Bruders Hüter, dass ich es wissen soll. Also diese sehr ironische Rückfrage, nachdem er ihn getötet hat. Und Gott weiß natürlich, was geschehen ist und sagt, das Blut deines Bruders schreit zu mir aus der Erde. Und im Prinzip wäre die Strafe, dass ihm dasselbe widerfahren würde. Gut, man kann sagen, dann wäre das Experiment Menschheit im Prinzip vielleicht wieder zu Ende. Kain bekommt dann dieses sogenannte Kainsmal, an dem man ihn erkennen soll, wissen soll, wer er ist, und wird zu einem unsteten Wanderer auf der Erde. Also seine Strafe besteht eigentlich nicht darin, selber jetzt dem Tod geweiht zu sein, sondern er wird ein lebenslanger, unsteter Wanderer werden. Sie sind ja nicht nur Leiter für jüdische Studien und Akademiker, sondern Sie sind auch Literaturwissenschaftler und Autor und haben 3 Bücher, 3 Kriminalromane herausgegeben. Eines ist Kains Opfer.
Und der Hauptprotagonist in ihren Kriminalromanen ist der orthodoxe Rabbiner Gabriel Klein, der sich in diesem Buch ja auch mit der Frage beschäftigt, was dieses Opfer auf sich hat und wie es dem Kain im Weiteren ergeht. Meine Frage, dieses Kainsopfer, zeigt ja auch irgendwie, dass Gott diesen Bund aufrechterhalten will. Also irgendwie ist es aus heutiger Sicht zwar schwer nachzuvollziehen, dass der Mörder trotzdem geschützt wird durch Gott. Auf der anderen Seite, was sagt das aus? Kain ist, glaube ich, eine letztlich sehr komplexe Figur. Und es gibt ein wunderbares Gedicht, das ich in meinem Buch auch irgendwo nicht direkt, aber anzitiere. Ich spreche nicht direkt darüber, aber das Motiv kommt vor eines israelischen Dichters, der nicht mehr lebt, Dan Pagis hieß er, der eigentlich versucht zu zeigen, dass aus der Sicht Kain, Abel auch das bessere Opfer gewesen sein könnte. Also Kain ist eine Figur, die vielleicht auch danach sucht, wie komme ich denn doch auch dazu, Gott richtig zu dienen. Und das Missverständnis, dass sein Opfer, das ja ein Opfer nicht von Tieren war, sondern ein veganes Opfer, wenn man so will, nicht angenommen wurde, dass aber der Abel Tiere geschlachtet hat, könnte ihm signalisieren, offenbar muss man ein Lebendiges töten. Und welches Lebendige könnte wertvoller sein als mein Bruder Abel? Und dadurch eigentlich aus einem Missverständnis heraus den anderen tötet, um das bessere Opfer zu bringen. Ja? Also man kann die Geschichte auch so lesen und dann wird die Gestalt des Kain noch mal zu einer sehr viel komplexeren, der man nicht einfach nur das Böse unterschieben kann, sondern die in ihrem Kampf mit sich selbst und vielleicht in ihrem Missverstehen dessen, was eine göttlich geführte Welt ist und was ein Dienst an Gott sein könnte, zum Täter wird. Jetzt, wenn man sich in diese Situation von Kain versetzt, dann fragt man sich ja, was hat er danach mit seinem leblosen Bruder angestellt? Da endet eigentlich dann die Geschichte in der Bibel. Gibt es in der jüdischen Tradition hier noch irgendeinen Fortlauf der Geschichte? Nein, und der Name Abel, Hevel auf Hebräisch, bedeutet, wenn man ihn übersetzt, eigentlich auch Vergänglichkeit und Hauch. Dasselbe Wort ist bekannt aus dem Predigerbuch Ekklesiastes. Also alles ist eitel. Die berühmte Formulierung des Predigers, Eitelkeit über Eitelkeit, alles ist eitel. Das Wort Eitelkeit oder Vergänglichkeit ist Hevel, das dort auch, also ist dasselbe wie der Name des Abel. Das heißt, Abel steht auch wirklich für etwas, was da ist und vergeht und nachher auch keine Spuren hinterlässt, auch keine Kinder und gar nichts. Ja, das ist irgendwo auch eine Gestalt, die im Prinzip dazu dient, zu zeigen, wie die Welt ohne ihn weitergeht, etwas ironisch gesagt. Das ist sehr interessant, weil es nämlich in der islamischen Tradition die Geschichte gibt, dass der Kain verzweifelt war und nicht wusste, was er jetzt mit dem Leichnam machen sollte. Und 2 Krähen beobachtet hat, wo die eine die andere auch tötet und dann die Erde aufscharrt, um sie zu begraben. Und daraus leiten die Muslime beispielsweise den Ritus ab, dass Menschen beerdigt werden. Meine schon bald letzte Frage ist, wie ist dann der Fortlauf in der Menschheit? Sind wir jetzt eigentlich Nachkommen von Kain, wenn wir das so weiterdenken? Also Kain erschlägt seinen Bruder, das heißt, die Nachkommen wären ja dann eigentlich alle aus der Linie von Kain. Die haben ja dann noch ein Kind. Adam und Eva haben dann noch ein Kind, den Seth, der dann eine große Nachkommensfolge hat. Und wir können uns natürlich dann zurücklehnen und sagen, nein, wir stammen vom Dritten ab, der mit der ganzen Geschichte überhaupt nichts zu tun hat. Aber natürlich hinterlässt Kain auch Nachkommen, die teilweise auch Bedeutendes dann leisten. Und er selber wird auch zum Erbauer von Städten. Er wird teilweise auch in der Bibel eine Art von Ursprungsfigur der Kulturtätigkeit des Menschen. In diesem Sinne sind wir allein als kulturelle Wesen, wenn wir das biblisch herleiten wollen, schon auch Nachfolger Kains. Interessant übrigens, dass in den 60er Jahren ein Psychologe, Leopold Sondy, sich große Gedanken darüber gemacht hat, dass Moses im Prinzip auch ein Nachfolger von Kain ist. Moses erschlägt ja auch in Ägypten
einen Menschen und muss dann deswegen fliehen. Er erschlägt ihn, weil er sieht, dass er einen Israeliten quält und so weiter. Und es wird ihm eigentlich nicht als Schande angerechnet. Aber diesen Affekt und diesen Impuls, jemanden totzuschlagen, weil man etwas für nicht gerecht hält, der kommt auch dort vor. Und er versucht dann eigentlich zu zeigen, wie aus einem Kain Moses wird. Also wie eine Entwicklungsgeschichte auch bei Menschen vor sich gehen kann. Dass der Mensch ein Potenzial hat, aus dem Kain auch herauszuwachsen. Aber dieses Potenzial des Kains, das steckt in uns allen drin. Sie nehmen ja in Ihren Kriminalromanen diese biblischen Geschichten auch auf, lassen den Rabbiner sie auch interpretieren oder die Wochenabschnitte darüber abhalten und auslegen. Ist es Ihnen auch ein Anliegen, dass wir uns vielleicht wieder vermehrt mit diesen Geschichten im Allgemeinen auch befassen? Ich denke, in diesen Geschichten steckt einfach unglaublich viel von der menschlichen Natur drin. Und es kann natürlich ein Anliegen sein, dass die Menschen sich damit befassen. Ich denke aber vor allem, wenn man beginnt, sich damit zu befassen, beginnt man auch zu merken, wie viele Handlungsmuster und wie viele Konflikte hier im Prinzip schon abgehandelt worden sind in dieser biblischen Geschichte. Und weil der Rabbi natürlich eine Figur ist, die darin lebt, fallen ihm zunächst einmal gerade diese Dinge ein, um mit Problemen, mit Gewalttätigkeiten und so weiter, denen er selbst ausgesetzt ist in seiner Realität, irgendwie fertig zu werden. Ich denke, das Nichtkennen der Bibel ist eine Art von Defizit, mit Problemen umgehen zu können, die man nicht lösen kann, wenn man die Bibel kennt, aber die man irgendwo vielleicht auch besser einordnen kann, wenn man narrative Vorbilder dafür besitzt. Ihr letztes Buch heißt »Der Messias kommt nicht«. Sie sind gekommen zu uns in die Sternstunde. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, Herr Bodenheimer. Gerne. Sex ist Privatsache. Ist es nicht, widerspricht Shirin El-Feki. Die bekannte ägyptisch-britische Wissenschaftsjournalistin hat über viele Jahre Männer und Frauen in der arabischen Welt zur Sexualität befragt. Sie fordert ein Umdenken und eine Rückkehr zur Sinnlichkeit. In der Sternstunde Philosophie ist sie jetzt bei meiner Kollegin Barbara Bleisch zu Gast.